Wir sind in diesem Jahr in der glücklichen Lage, dass das Warten ein Ende hat. Endlich geht es los. Synchronizing Healthcare ist das Thema. Also dort auch die Grenzen aufzuheben und hier einfach mehr Zugang zu erleichtern. Wir glauben, dass Interoperabilität einer der Grundbestandteile von guten klinischen Systemen ist. Man kann nicht nur am grünen Tisch entwickeln. Es erfordert ein Umdenken, was die Inhalte betrifft. Es erfordert aber auch ein Umdenken, was die Herangehensweise betrifft. Und deswegen sagen wir, eigentlich muss man weg vom Krankheitsmanagement hin zum Gesundheitsmanagement. Dass die Verzahnung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich zunehmen wird. Für uns liegt in Interoperabilität, in Schnittstellen eine große Chance und keine Bedrohung. Bedeutet am Ende, dass gerade die Prozesse extrem wichtig werden, auch die Untermalung der Prozesse. Wenn komplett neue Technologien auf den Markt kommen, die bisherige Prozesse, aber auch Möglichkeiten umwälzend verändern. Und da steht ganz im Mittelpunkt das Thema Mobility. Mobilität schafft es, die letzte Meile zum Patientenbett zu überbrücken. Dass wir in der Mobilisierung von klinischer IT die große Chance für die Zukunft sehen. Mit Asklepios haben wir den Schritt in die Mobilität zusammen und vor langer Zeit schon vorbereitet. Und für diese vielen verschiedenen Szenarien braucht man unterschiedliche telemedizinische Anwendungen. Und das ist jetzt in den Lösungen enthalten. Wir machen ein richtig schönes Aufnahmemanagement an der Stelle und unterstützen damit auch das immer mehr aufkommende Thema Case Management. Dass es gerade auf dem Land immer weniger Ärzte gibt, dort aber genauso viele chronisch kranke Menschen leben wie in Ballungszentren auch. Wir sehen den demografischen Faktor, dass wir also eine Entvölkerung in ländlichen Regionen haben und müssen eine Grundversorgung in der Medizin dort vorhalten. Es geht nicht darum, die Benutzer mit Information und Funktion zu erschlagen, sondern es geht darum, wie der Prozess optimal mobil unterstützt werden kann. Das heißt, mit modernsten Devices haben wir unterschiedliche Lösungen. Die elektronische Gesundheitsakte oder die elektronische Fallakte. Die zusätzlichen administrativen Prozesse, die ich brauche, um diese Sicherheit aufrechtzuerhalten, die werden natürlich deutlich vereinfacht. Aus unserer Sicht ist der nächste logische Schritt, dass man jetzt Dienste auf der EVA-Basis entwickelt. Also die üblichen Themen, Krankenhausauswahl, Vorinformationen an das Krankenhaus übermitteln, die ganze Zeit Statusmeldungen senden und am Ende Entlassinformationen erstklassig abliefern. Ein spannendes Feld, in dem es auch darum gehen wird, zukünftig Standards zu setzen und zu unterstützen. Zum Beispiel auch so Funktionalitäten wie Echtzeitalarme einrichten, wo er eben im Fall von bestimmten Werteüberschreitungen sofort alarmiert wird. Das spart also den Pflegekräften sehr viel Zeit. Und für diese vielen verschiedenen Szenarien braucht man unterschiedliche telemedizinische Anwendungen. Unsere Ärzte, immerhin knapp 67.000, haben quasi in ihrem Arztinformationssystem heute das Krankenhaus Kommunikationsthema komplett als Teil ihrer Lösung. Ich glaube auch, es ist deswegen erfolgreich, weil uns das Gleiche treibt. Es ist schon die psychologische Komponente, dass man als Patient einfach weiß, da ist jemand im Hintergrund, der interessiert sich dafür, wie es mir geht. IT muss leicht zugänglich sein, sie muss nutzen und sie muss am Ende einen Beitrag dazu leisten, Behandlungskosten zu senken.